Merci, Herr Präsident. Die Damen und die Herren, wir diskutieren heute also das Projekt de loi 8515, den Zupassung vom Artikel 82 Paragraph 2 vom Code de Procédure Pénale 4 gesagt. Ich habe froh, diese stellt, als was für Mittel den Staat ersetzen darf, aber wie weit hier gehen soll, ohne die fundamentalen Rechte der Menschen zu verletzen. Dieses Projekt erweitert die Benutzung von den speziellen Ermittlungsinstrumenten wie Tonaufnahmen, Bildaufnahmen und Sammeln von informatischen Daten bei Fällen von schwerer Kriminalität, unter anderem Pädopornografie, Menschenhandel und grenzüberschreitend organisierte Kriminalität. Wieso waren das Instrumente nicht am Fall von Staatsgefahr oder Terrorismus zugelassen? Die Realität ist die, dass die Formen von Kriminalität sich einerseits stark vervielfältigt, als sich andererseits auch stark weiterentwickelt haben, gerade wie auch die technologischen Möglichkeiten. Es gibt kriminelle Netzwerke, die auf professionellem Niveau verschiedene Formen von Kriminalität am digitalen Raum betreiben, durch Cyberkriminalität, massiven Drogen- und Menschenhandel sowie auch pädokriminelle Plattformen. Die Kriminellen schaffen mit neuesten digitalen Techniken, wo man sie nicht just all moralisch Werte, aber auch Gesetz mit festtrippeln. Das ist also nötig, dem Parquet an der Police die nötigen Mittel zu geben, für die Strukturen abzubrechen und zu erbannen. Außerdem setzt die internationale Rechtshölle voraus, besonders an der Zusammenarbeit mit dem Parquet Europäen, dass der Lützeburger Gesetzgeber kompatibel Ermittlungsinstrumente vorgesehen. Ohne gesetzliche Aufpassung riskieren wir im Fall von einer nötigen Zusammenarbeit mit den entsprechenden Strukturen am Ausland nicht effizient kooperieren zu können oder Zusammenarbeit sogar zu blockieren. Das gibt kriminelle Strukturen direkt an die Hand spielen, was wir natürlich nicht wollen. Praxis weist als klar, dass als Gesetzgebung Lakunen aufweist. Das betrifft besonders Prozeduren, die über die Landesgrenzen hinausverlaufen, an denen wir diesem Projekt aber behören können. Es geht hier nicht just um eine theoretisch mögliche Situation, sondern um Situationen, die an der Praxis schon längst Realität sind. Dowinst besteht eine konkrete Notwendigkeit, die von den betroffenen Leuten Terrain unerkannt und gefordert wird. Wir dürfen aber nicht ignorieren, dass diese Instrumente auch einen Angriff an die Privatsphäre mitbringen. Da wir vom Staatsrat haben das ja klar gewiesen, das hat ja auch schon angeklungen, der Staatsrat erinnert daran, dass ein Ton- oder Bildaufnahme, aber besonders das Sammeln von informatischen Daten, ob man so intrusiv ist, wenn nicht noch mehr intrusiv wie das klassische Auflauschen von den Telekommunikationen. Der Schutz von Bürger seiner Privatsphäre ist uns als ADR ganz wichtig. Und wir setzen uns immer nächst für den Schutz von dieser an. Die Stärkung von der juristischen Mittel darf nicht zu einer Schwächung von der Grundrechte führen. Als Land darf nicht an eine Kultur von der generellen Überwachung geraten. Der Staatsrat hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Mittel extrem intrusiv können sein. Dafür besteht der auf ein klar regulierten Kader, weil diese Mittel dürfen nicht frei und ohne weiteres benutzt werden. An dem Kader ist von diesem Projekt auch so vorgesehen. Das Mittel dürfen nicht mehr vom Richter ordiniert gehen auf Basis von einer präziser und detaillierter Motivation. Nullität beim Verstoß gegen die Prozedur bleibt vollständig erhalten und das ist für die ADR nicht verhandelbar. Die Erweiterung darf nicht zu einer allgemeinen Praxis gehen, mehr muss auch in Zukunft ein strikt limitiertes Instrument bleiben. An einer Zeit, an der Netzwerke von Menschenhandelsstrukturen oder pädokriminelle Plattformen massiv von digitalen Technologien profitieren, als es politisch und moralisch zu vertreten, wenn der Staat diese Technologien ersetzt, für so Verbrechen zu verhindern und zu verfolgen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Dieses Projekt stellt eine nötige Modernisierung dar, die gleichzeitig die Effektivität von der Justiz stärkt, die internationale Kooperation verbessert und aber die wesentlichen Grundrechte durch strikt Kontrollmechanismen sichert. Die Formen von Kriminalität haben sich verändert. Als Instrumente müssen wir doch. Du stimmen mir, dieses Projekt macht, ist so nicht merci.